joy that quiets from heaven. May all days of our life praise you 24/7. Holy the Father, Holy the Son, Holy the Spirit, Holy Three in One. Holy the Father, Holy the Son, Holy the Spirit. Be the name we all to proclaim. We all want to bow down and proclaim our God. Holy the Father, Holy the Son, Holy the Spirit, Holy Three in One. Holy the Father, Holy the Son, Holy the Spirit. Wir feiern im Namen von Gott, dem Vater, dem Schöpfer von allen Klängen und dem Sohn, Jesus Christus, dem Erlöser von allen Zwängen und vom Heiligen Geist, dem Atem von unseren Gesängen, zum Lob vom einen Gott. Amen. Der dreieinige Gott, der ist jetzt mitten unter uns, er verbindet uns über Raum und Zeit, egal wo wir gerade sind. Ja, ich darf euch wieder mal hier im Sohot begrüßen. Auch die im Audio-Livestream mit dabei sind. Es ist schön, wieder da zu sein. Bei diesem schönen Wetter sind wir halt gleich ein bisschen drin. Aber es gibt ja auch noch ein bisschen Party draussen. Ihr habt sicher schon am einen oder anderen Ort unser Metal-Kreuzfahrtschiff gesehen. Das Bild, das zeigt die Vision, die wir für die Metal Church haben. In dem Gleichnis da ist die Welt ein postapokalyptisches Waterworld. Und die Metal Church, das ist eben ein Metal-Kreuzfahrtschiff auf dem Weg zu der himmlischen Heimat. Dryland, der einzige Ort, wo noch Erde ist und fruchtbar ist. Und wir warten als Gemeinschaft nicht einfach darauf, dass die Menschen aus der Szene, bildlich gesprochen, irgendwo auf dem Weltmeer, Wasteland sind, dass die vielleicht irgendwie den Weg halt zu uns finden, sondern wir bewegen uns aktiv und suchen den Kontakt und bauen Beziehungen auf. Und auf dem Kreuzfahrtschiff da ist Platz eben für unterschiedlichste Leute. Wie auf einem richtigen Kreuzfahrtschiff da hat es unterschiedliche Räume, Angebote und Aufgaben. Und in dieser Unterschiedlichkeit da findet hoffentlich jedes, der möchte, einen Platz, wo sich einbringen kann, auf die Art, die ihm entspricht. Man darf ohne schlechtes Gewissen einfach Gast sein auf dem Metal Church Schiff und genießen. Aber du bist genauso willkommen, selber ein Teil von dieser Schiffscrew zu werden, auf welche Art auch immer. Mit deinen Begabungen und deinen Einschränkungen, einfach so wie du bist. Das ist das Thema für heute Abend und von diesem Prozess da redet auch der Paulus im Epheserbrief. Wir sollen uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran
bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Epheser 4, 15-16. Und wie das mit dem Dazugehören auch wirklich gelingen kann, über das darf ich heute Abend mit unserem Gast reden. Strong Message wird heute nicht einfach eine Predigt sein, sondern eben ein Talk mit dem Experten zum Thema Inklusion, dem Dr. Oliver Merz. Schon hier schon mal herzlich willkommen, Oli. Wirkliches Dazugehören, das hat immer damit zu tun, sich eben auch einzubringen und die Möglichkeit zu haben. Und darum lebt auch ein Gottesdienst eben vom Miteinander, vom gegenseitigen sich ergänzen und reagieren. Ihr habt heute am Eingang im So hier einen Stift und einen Zettel bekommen. Und ihr daheim, ihr seht Telefonnummern eingeblendet. Es funktioniert heute nur SMS und nicht WhatsApp, aber die Telefonnummer funktioniert. Sich einbringen, das kann heissen, dass ihr eure Fragen zum Thema stellt, zum Talk oder ein Statement dazu schreiben, was euch wichtig geworden ist. Wir gehen am Schluss vom Gottesdienst auf das ein. Oder schicken Grüße von daheim, Jana ist Soho oder umgekehrt. Und ich könnt auch das schreiben, was euch bewegt, wo wir im Fürbitteteil zusammen als Gemeinde dafür beten. Wenn es persönlich ist, dann tue ich es anonymisieren. Das WhatsApp oder das SMS, besser gesagt, das kommt direkt zu mir aufs Handy. Die Zettel, die könnt ihr sonst während dem Abendmahl hier vorne auf den Tisch ablegen, wenn ihr etwas aufgeschrieben habt. Die daheim am Gottesdienst teilnehmen, dürfen sich doch jetzt noch, wenn sie Zeit haben, etwas fürs Abendmahl parat machen. Und dann möchte ich ganz herzlich unsere zweite neue Metal Church Band willkommen heißen, Adoramus. Sind wir heute Premiere? Ich würde euch kurz vorstellen, wen wir hier haben. Da haben wir einerseits Philippe an der Gitarre, Gesang, der Bandleader. Sein Sohn, der Elias, an der zweiten Gitarre. Dann haben wir die Marianne am Gesang, der Kai an den Drums. Dann gehören noch zwei weitere Leute eigentlich dazu. Das ist einerseits der Jan am Bass. Heute ist er aber ersetzt, stellvertretend vom Flo, von Elkana. Merci vielmals Flo. Und die Marianne an der Geige, das hat heute aber noch nicht geklappt, aber das ist die Karin an der Geige. Merci, sorry. Genau, das ist Adoramus. Und wir dürfen jetzt euch auch noch begießen, taufen, die Band, genau. Jetzt brauchen wir den Topf, der da hinten verschwunden ist. Ah, da ist er. Also. Genau. Stufe gehen. Ich würde sagen, Philippe, deine Ehre als Bandleader ist, das Plakat zu haben, wo euer Name und Taufdatum und so weiter drauf ist. Und Miriam wird die Taufe vollziehen. Das dritte oder nicht. Merci. Vater, ich danke dir, weil wir wissen, dass dein Wort sagt, dass du auf unsere Lobgesänge herabhören. Dein Wort sagt sogar im Psalm 33, du wohnst im Lobpreis von deiner Kind. Und das, obwohl wir völlig unwürdig sind und du viel edlere Engel hättest, wo den ganzen Himmel zum Beben bringen mit ihrem Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr. Umso mehr danken wir dir, Herr Jesus Christus, dass durch dein Werk am Kreuz wir auch einstimmen können. Und so bitten wir dich, dass du uns mit Freude erfüllst, o Heiliger Geist. Und dass du dich, o Gott, verherrlichst an unserer Freude, Herr. Und wenn immer wir da sind, Herr, mit beladenen Herzen, mit innerlichen oder äußerlichen Feinden, Herr, wir vertrauen darauf, was der Jesaja sagt im 33, dass jeder Hieb von dir auf dem Kopf vom Feind, von unserer Seele, begleitet wird, Herr, von Gitarren und von Schlagzeugs, Herr, vom Lobpreis. Und so bitten wir dir, Herr,
Kämpf du unsere Kämpfe, auch heute wieder, währenddem wir dich anbeten, so wie in alten Zeiten. Im Namen Jesus. Amen. So
Wir beten zusammen laut mit Wort aus dem Psalm 68. Wenn Gott sich in seiner Macht erhebt, laufen seine Feinde in alle Richtungen davon. Die Leute, die ihn hassen, fliehen vor ihm. Wie Rauch durch einen Windstoß verweht, wie Wachs in der Nähe des Feuers schmilzt, so müssen die Frevler vergehen vor Gott. Aber die Gerechten freuen sich. Sie jubeln vor Gott und jauchzen voll Freude. Singt ein Lied für Gott, preist seinen Namen, jubelt über den, der über die Wolken fährt. Herr ist sein Name, empfangt ihn mit Jubel. Ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen, das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott gibt den Einsamen ein Zuhause und die Gefangenen führt er in die Freiheit. Nur die Aufrührer bleiben im dürren Land. Amen. Dann wollen wir jetzt hören
was der Oli uns zu sagen hat. Es ist Zeit für die Strong Message. Nehmt doch Platz. Ihr dürft gerne noch ein bisschen vorkommen, es hat genug Platz am Boden oder irgendwo auf der Seite. So, ich schaue, dass wir da auch können, dass der Oli auch einen Platz findet zum Höckeln. Da vorne also so. Ja, lieber Oli, was ist eigentlich... das Mikrofon brauchst du noch. Gell? Merci, Simon. Oli, was ist eigentlich dein persönlicher Bezug zu Metal? Erzähl mal. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, das sagt glaube ich schon alles, oder? Ja, das ist wirklich, Metal war omnipräsent in meiner Kindheit schon. Das heisst, ich musste keinen Bezug suchen, er war einfach da. Ich musste mich mehr fragen, wie stehe ich eigentlich zu dem Metal? Das war eher das Thema. Mich hat am Anfang so das Gefühl Finstere ein bisschen abgeschreckt. Nicht nur ein bisschen, eigentlich abgeschreckt, ein bisschen abgehalten, den Zugang zu suchen. Irgendwo beim Hardrock bin ich dann stehen geblieben. So Mainstream, so Bon Jovi und so Zeugs. Das war dann okay, das war nicht so gefährlich jetzt mit uns. Muss ein bisschen näher. Muss ich näher, gut. Und dann, als ich so mit 15, 16, 17 mich angefangen mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen, so bewusst, habe ich festgestellt, dass da auch Christen Metal machen, oder? Also, dass das zusammengeht, dass ein Metal um Christsein geht, das war für mich völlig neu gewesen. Und das hat mir wirklich den Zugang geöffnet, das muss ich so sagen. Ja, dann alles, was wir in der Schweiz hören und sehen, habe ich dann versucht zu sehen und zu hören. Und habe mich irgendwo auch auf dem Weg nachher auch mit der säkularen Metal-Szene versöhnen auf dem Weg. Also mir hat der Zugang geholfen, über den Glauben zu merken, okay, so geht es. Und nachher zu merken, ja, ich glaube, es geht generell. Und habe schon meine Fragen oder auch meine Herausforderungen mit dieser Szene gehabt. Aber genau, heute versöhnt. Nein, genau. Wieso ist zugestellt worden? Genau, das ist gerade das Thema. Teilhabe. Es müssen Leute auch manchmal Türen auftun und manchmal sind die eben nicht offen. Jetzt bei mir war der Regler gerade zu im Mischpult. Wenn wir heute aber eben über so Inklusion reden, über die Frage vom Teilhaben, dann reden wir nicht einfach über ein Thema, das dich jetzt als Pfarrer oder eben auch als Akademiker irgendwie einfach besonders interessiert hat, sondern es ist etwas, das dich ganz existenziell eben betroffen hat. Erzähl doch, was ist passiert, als du 19 warst? Ja, mit 19 war ich dann mit in meiner ersten Ausbildung. Also ich habe Dekorationsgestalter gelernt, ich wollte Grafiker werden, das war mein Plan. Da ist erstens mal der Glaube dazwischen gekommen. Irgendwo habe ich dann angefangen zu reflektieren. Mein Pfarrer hat immer gesagt, ich soll Pfarrer werden. Ich habe gefunden, vergiss das. Das war irgendwo ganz weit weg für mich. Und dann ist der Glaube dazugekommen. Auf überlegen. Und nachher habe ich zunehmend, eben so in den letzten Monaten von meiner ersten Ausbildung, habe ich immer mehr angefangen zu hinken. Also ich habe mein Bein nachgeschleicht. Und irgendwann auch der Arm, meine Gesichtshälfte hat angefangen Lähmungserscheinungen zu zeigen. Also zuletzt bin ich nur noch mehr oder weniger gesessen, also gearbeitet habe ich nicht mehr so viel, und einfach geplant. Und andere haben meine Schaufenster umgesetzt oder was auch immer für Verkaufsflächen nachher gewurstelt, dass es so aussieht, wenn ich es mal gedacht habe, mehr oder weniger. Und ja, das hat die Kombination von Glauben, erst so frisch auseinandergesetzt mit dem Glauben und dann einfach mehr oder weniger gelähmt sein und das über lange Zeit. Das ist an etwa 6 bis 8 Monate gegangen. Da bin ich wirklich mehr oder weniger gelähmt gewesen und dann nachher etwa so lange wieder ein Aufbauprogramm gehabt. Also ich bin alltag mit Kilometern schwimmen, Krafttraining und so weiter. Wie ein Leistungssportler, und als ich da oben war, ist es wieder gekommen. Und es ist eine Zeit gegangen. Nach einigen Untersuchungen war dann klar gewesen, das ist MS, Multiple Sklerose. Und das hat alles erschüttert. Eben einerseits schon durch den Glauben sind meine Pläne ein bisschen hinterfragt worden. Und, aber durch die Krankheit ist zuerst einmal mein Glaube hinterfragt worden. Also das ist schon krass gewesen, mein Gottesbild innerhalb von ein paar Monaten auf dem Prüfstand zu sehen, mit der Frage konfrontiert zu sein, ja, wie lange lebe ich noch, bevor ich die Diagnose hatte, nicht gewusst, was los ist. Es ist mit allem gerechnet, Tumor und so weiter. Und da habe ich schon ein bisschen mit dem Leben abgeschlossen eigentlich. Und nachher kommt ja, Krankheit und Glauben zusammen, das ist für mich nicht gegangen. Das hat mich wirklich herausgefordert.
Die Frage, wie kann ich jetzt noch an einen barmherzigen Gott glauben? Einen, der es mit mir nur gut meint. Das ist irgendwie nicht zusammengegangen. Das war wirklich sehr schwierig. Ich habe relativ gleich festgestellt, dass in der Bibel noch andere ähnliche Kämpfe gefochten haben wie ich. Also schon im Alten Testament, der Hiob zum Beispiel. Das Buch ist mir sehr vertraut. Heute sehr nah, auch die Fragen, die er gewählt hat. Ich kenne auch einige von den Fragen und Antworten, die ihm seine Freunde gegeben haben. Und merke auch heute noch, dass die nicht taugen häufig. Also es ist manches passiert. Und letztlich hat es dazu geführt, dass ich meinen Plan, eben eigentlich Grafiker zu werden, beerdigt habe und irgendwann dem Drängen von verschiedenen, also Menschen einerseits, aber auch innerlich zu merken, wahrscheinlich muss ich den Weg gehen, irgendwie. Ich wollte nicht ein konventionelles Theologiestudium wählen, das ist einfach so weit weg die Universität für mich und bin schon ziemlich slalommäßig unterwegs gewesen. Und genau die Kombination Glauben und Krankheit, die hat mich auch letztlich zu diesen Themen geführt. Wie ist das mit Ausgrenzung und so weiter. Ich weiss nicht, was du noch alles wissen. Es gibt noch viel zu sagen zu dem Thema. Ihr dürft euch eben, habt Zettel bekommen, dürft eure Fragen auch stellen, da, liebes Publikum. Also eben nicht das Publikum, wir sind eben zusammen da unterwegs. Das ist auch das Thema, wo wir jetzt noch drauf kommen. Hat die Krankheit, du gesagt, eben, der Glaube irgendwie verändert, die Sicht auf Gott, hat es auch die Sicht auf die Kirche angefangen verändern? Ja, also eben einerseits hat es dazu geführt, dass ich diesen schwierigen Fragen, also eben Krankheit und ist das mit Heilung und nicht Heilung und mit Ausgrenzung und so weiter, einfach nachher bin, so wie, also bis zur Doktorarbeit und darüber hinaus, es interessiert mich nach wie vor, ich bin nicht fertig mit dem Thema. Also es hat viele Fragen ausgelöst, die ich einfach nachgehen wollte. Das ist mit der Grund, ja, warum ich jede Diplomarbeit bis zur Doktorarbeit versucht habe, irgendwie über das Thema zu schreiben. Und mein Bild von Kirche hat sich spätestens dann angefangen zu verändern oder ist torpediert worden, wo ich musste ärztlich attestieren lassen, dass man mich als Pfarrer auf eine Kirchengemeinde loslassen mit dieser Krankheit. Oder das war wirklich das Thema. Ich habe Verständnis, eben, was willst du mit so einem Gelähmten? Oder? Der kommt in dem Rollstuhl, hat noch mal Stufen, oder? Der kann nicht einmal an den Altar führen gehen. Ja, viele Fragen, aber das hat mich wirklich dann definitiv zum Fragen gebracht. Oder wie ist jetzt das? Am Ort, wo ich so von Jesus so Geschichten lese, oder, wie er alle möglichen am Rand hineingeholt hat und gesagt hat, ja, selbst dir kommt das Heil her, wo keiner es gemeint hat, oder, wie der Schlimmste. Und ich mit meiner Krankheit soll nicht Platz haben. Das war schon eine Herausforderung. Und es hat tatsächlich dann einer der bekanntesten Neurologen in der Schweiz gebraucht, der mir gesagt hat, also wenn ich nicht mehr am richtigen Platz bin, dann dort. Oder? Ich dachte, okay, das ist gut, Kille hat das auch geglaubt. Aber das war schon mal eine Erschütterung. Also einerseits zuerst mit dem Glauben, sage ich mal, mit dem jungen Glauben, da zu sein, der Annahme, dass Kirche der Ort ist, wo dich annimmt, oder? Wo du dort daheim sein kannst, auch wenn du sonst überall am Kämpfen bist. Oder? Gesundheitlich musst du schauen, wie machst du das mit dem Job und so weiter. Schaffst du es noch? Und dann zu merken, auch dort wird es schwierig. Das hat mich wirklich ins Nachdenken gebracht. Und ich habe insbesondere diese Frage habe ich wirklich ja, auf und ab und mit vielen anderen Betroffenen, mit Pfarrern, mit Priestern, mit Pastorinnen, was immer, in der Schweiz teilt, untersucht, wie geht es anderen. Und ja, da viel Erschreckendes festgestellt und mir wirklich ja, Fragen nach Kirche aufgeworfen hat, wo ich auch bis heute nicht fertig bin, aber wo ich auf dieser Seite auch verstanden habe, wie soll ich sagen, dass man nicht alles erwarten kann, oder man kann viel erwarten, aber man ist selber auch ein Stückchen verantwortlich dafür, dass sich Kirche mit verändert. Das heisst, wie soll ich sagen? Wir haben den Mentoren gesagt, Oli, du musst dir gut überlegen, welche Schlacht musst du wirklich schlagen. Ich schlage, glaube ich, viele Schlachten aufgrund meiner eigenen Geschichte in der Kirche. Schlachten, Anführungs- und Schlusszeichen. Einfach, ich kämpfe für Leute, die ausgegrenzt werden, die benachteiligt sind, weil ich selber weiss, was das heisst. Und es geht quer durch die Gesellschaft durch. Und ich habe heute noch nach wie vor, wenn du fragst, was hat es verändert, ich würde sagen, ich glaube noch viel mehr daran, dass die Kirche, dass die christliche Gemeinschaft der Ort sein könnte in der Welt und ist, wo wirklich einen Unterschied machen könnte, wo könnte zeigen, wie es dann gehen könnte, wenn nicht so wie sonst. Der Kontrast vom Reich Gottes, von dieser Gemeinschaft, das sie abbildet, was da kommt, was reinbricht in die Welt, das könnte da sichtbar werden und ich erlebe das auch ansatzweise. Aber ich lebe auch viel anders. Und, aber es hat nach wie vor eigentlich führt dazu, dass der Glaube vertieft wird an die Gemeinschaft und die Kraft vom Evangelium trotz allen schwierigen Momenten, die ich auch erlebe. Auch zu anderen
Gruppen, Einzelpersonen zu einer Gemeinschaft, in der sie sind, wo ich mich doch sehr verbunden fühle. Es gibt noch viele andere, wo ich mir den Zugang zuerst suchen musste. Zum Beispiel die ganze LGBT-IQ-Community, die auch kämpft in der Kirche. Oder Frauen, oder, die nicht überall predigen oder Pastorinnen sind. Es gibt so viele Menschen, die herausgefordert sind. Und ich sage jetzt mal beides. Die Kirche bräuchte sie auch und sie bräuchte die Kirche. Aber die Kirche bräuchte sie eben auch. Wie sieht ist denn das eben besonders christliches Thema? Was heisst denn Inklusion? Das ist so ein Begriff, den du auch brauchst. Was ist denn das? Ist das christlich? Oder wieso ist das biblisch christlich? Kannst du vielleicht so 2, 3 so Sternschnuppen geben? Wieso ist das überhaupt wichtig? Ja, also die Sozialarbeiter unter uns und so weiter, die Sozis, die kennen die Konzepte auf und ab. Häufig ist es aber für die interessanterweise neu, dass das mit dem Glauben etwas zu tun hat. Es zeigt ein bisschen unser Problem, das wir haben. Also die Ersten, die sich mit dem auseinandergesetzt haben, oder Kirche und Inklusion, die haben gesagt, eigentlich ist es ausgelöst worden, das Nachdenken von der Kirche über das Thema, nachdem wir angefragt worden sind von außen. Kritisch, wie habt ihr es denn eigentlich mit Inklusion? Also, die checken natürlich, dass zum Teil Leute ausgegrenzt werden, oder? Auch theologisch begründet sogar, gut begründet sogar, gell? Über Jahrtausende. Und wir werden also von außen herausgefordert. Mir ist es auch so gegangen. Natürlich von innen und ich habe viel erlebt. Aber als ich dann plötzlich das Wort Inklusion gehört habe, ich zuerst fragen, Inklu was? Und habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Und heute bin ich überzeugt, da kommt etwas zusammen, das für uns Christen wirklich auch eine Chance beinhaltet. Einerseits eben von außen die Konzepte, wo man weiss, es ist eine Abgrenzung zur Integration. Integration versucht Einzelne so zurechtstutzen, sage ich jetzt böse, zu unterstützen, dass sie in ein grosses Ganze wieder einfügen kann. Auch nicht eine einfache Geschichte. Man sagt häufig, Inklusion sei eine Illusion. Ich sage Integration, warum denn nicht? Warum ist denn Integration keine Illusion? Das ist etwa gleich schwierig. Inklusion tut einfach den Hebel umkehren. Also tut eigentlich das Gegenüber aufrufen, sprich Gesellschaft, Strukturen, Kirchen zum Beispiel eben, Firmen, Dörfer, Städte, Gemeinschaften selber sich aufzutun, sich anschlussfähig zu machen, damit alle im Rahmen von ihren Möglichkeiten Platz haben und können dazugehören, sich können einbringen nach ihren Möglichkeiten und so, wie sie es möchten. Ist auch ein Ideal, ist klar. Und so gesehen kann es wieder überfordern. Und mir hat schon das Nachdenken dann über meine eigene Geschichte hat mir gezeigt, okay, das hat mit dem Glauben etwas zu tun. Es geht dort auch viel dazu. Darum, gewisse dürfen dazugehören, schon in der biblischen Zeit sehen wir das. Gewisse haben nicht dazugehören. Also das ist ein Thema, das sich durchzieht in der Praxis, schon in der Geschichte, in der Bibel, aber das geht ganz weit zurück. Schon Gott selber können wir uns eigentlich so vorstellen. Wenn wir daran denken, wir haben jetzt auch gesungen, von Gott, Vater, Sohn, Heiligen Geist, wir haben den dreieinigen Gott, im Namen des dreieinigen Gott, den Gottesdienst angefangen. Das Geheimnis von Gott selber, das bildet schon etwas von dem ab, von dieser Einheit in Vielfalt. Eine und gleich irgendwie 3 ist ein Geheimnis, aber da sehen wir schon ein bisschen etwas von dem vorgeschattet, dass Gott selber schon, ich sage mal, gegenüber existiert und auf Beziehung hin schafft, der Mensch beziehungsfähig schafft und so weiter. Der Mensch wird als Ebenbild Gottes beschrieben, also als jemand, der auch wieder auf Beziehung hin geschaffen ist. Also es ist ganz manches, wo man nachher ableiten kann, auch theologisch aus der Bibel, eben nachher am Modell von Jesus, sage ich, und man sieht, wie die Gemeinschaft funktionieren könnte. Eben, dass gerade die scheinbar unwert scheinen. 1. Korinther 12, wo der Paulus von der Gemeinde, wo eine Gemeinde mit dem Körper vergleicht und sagt, dass gerade die man scheinbar unwert findet, so die völlig unsinnigen, wie der Blinddarm zum Beispiel, oder? Den könntest du verzichten, gell? Und vielleicht sind das die wertvollsten, die wichtigsten, die lehren die vielleicht etwas. Gerade die denkst, ja genau, die Metallerinnen da, Metaller, oder sollen die? Vielleicht sind es eben gerade die Kirche erinnern an ihre eigentliche Berufung, an ihren Auftrag. Und so weiter. Da gibt es ganz viel zu sagen, wo wir immer mehr merken in der Christenheit, dass das eigentlich, gewisse sagen, das ist ein ureigenes Thema von der Christenheit. Und über Anfrage von außen merken wir, aha, ich glaube, das hat mit uns etwas zu tun. Und eigentlich könnten wir, ich sage das auch immer wieder, wir könnten uns hier Glaubwürdigkeit zurückholen in der Gesellschaft, wenn wir es dann besser machen als viel anderes, was wir sehen in unserer Gesellschaft. Da wäre wirklich eine Chance. Wenn ich an Jesus denke, der sagt,
was ist das höchste Gebot, das er ihnen gegeben hat? Sie haben es gewusst, Gott liebe den Menschen, den Nächsten lieben. Und er sagt, wenn ihr einander liebt, an dem, wie ihr miteinander umgeht, und hoffentlich wird etwas von dieser göttlichen Liebe sichtbar, an dem werden die Menschen erkennen, dass er seine Jünger sind. Das ist eine missionarische Kraft in dem Inklusiven, in dem Miteinander. Einfach, ich würde mal sagen, wir haben das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Jetzt ist es aber, wir sind hier ein Versuch, hey, weil wir sagen, ja, wir sind nicht gleich wie die anderen, wir sind Metaller, wir werden eben irgendwie, werden wir nicht immer warm mit dem, was die anderen leben, kochen unser eigenes Süppli da. Jetzt redest du davon, ja, aber eigentlich geht es darum, dass ja alle miteinander sind. Macht auch Sinn, du hast es auch begründet. Wie passen die zwei Sachen zusammen? Kann man das irgendwie versöhnen, das Bedürfnis nach dem eigenen, an sich abgrenzen und gleich irgendwie Teil können sein von einem grösseren Ganzen? Ist etwas wichtiger von beidem oder wie siehst du das? Ja, ich glaube einfach, es zeigt, also einerseits kann man sagen, beides ist wichtig und es dürfen nebeneinander existieren, es ist beides gleich relevant. Aber wir können es bei anderen Gruppen, die wir haben, in unseren Kirchen schauen, wie die Herausforderung aussieht. Wir haben es auch schon wieder gehabt, auch von den Kindern zum Beispiel. Wir haben, wo ich aus dem traditionellen Kirchen, also Pfarreralltag raus bin, habe ich mir einfach gesagt, ich will gewisse Sachen versuchen, anders zu machen. Und ich gesehen habe, dort sind Herausforderungen, die wir überwinden wollen. Wir haben zum Beispiel versucht, die Kinder immer irgendwie dabei zu haben. Also alle zusammen irgendwie. Und dann hat es Momente gegeben, wo wir gewusst, jetzt kommt jemand eine Stunde lang reden, das interessiert die Kinder nicht. Also ein separates Programm. Aber die haben dann auch auf das Thema irgendetwas gemacht in dieser Zeit und haben nachher gezeigt, was sie gemacht haben. Und wir haben miteinander zusammengetragen, was wir jetzt aus dieser 1,5 Stunde gemeinsam erarbeitet haben. Also wir haben versucht, die Gräben, die wir aufgebaut haben, über das Abservieren. He? Super Kinderprogramm, die Mama hat endlich mal und der Papa hat endlich mal Ruhe im Gottesdienst. Das hat alles seine Berechtigung, nebeneinander. Separierungen, zielgruppenorientierte Sachen, Jugendgruppen, Seniorennachmittag, hat alles Sinn. Aber wir dürfen dort nicht vergessen, dass das nicht alles ist. Weil wir haben nachher, ich habe das genug gesehen, lange Wege wieder zu gehen. Wir müssen peinlich künstliche Sachen machen. Die Jungen, die den Alten gehen den Rasen mähen oder jetten und käfeln mit ihnen, dass sie mal eine alte Person sehen und so weiter. Und mal Alte wollen mit einem Jungen, oder? Die verstehen die ja gar nicht mehr, oder? Also ich verstehe meine Kinder zum Teil fast nicht mit ihrem Slang, oder? Aber das zeigt uns die Herausforderung. Und wenn wir zu viel oder fast nur noch Separierungen haben, dann müssen wir uns nachher nicht wundern, dass wir Probleme haben mit Gräben, die wir fast nicht mehr aufschütten können. Und wie soll ich jetzt das sagen? Ihr seid die Experten für eure Szenen. Aber ich möchte euch sehr Mut machen, beides zu leben. Also einerseits eure Szenen zu geniessen, das ist super, das machen die Senioren auch in ihrem Club, oder? Aber überlegt euch gleichzeitig, was könnte euer Beitrag sein, was könntet ihr dazu beitragen, damit die Kirche insgesamt bunter und vielfältiger wird und nicht nur die über 80-Jährigen zuletzt im Gottesdienst sitzen, oder? Das ist echt eine Herausforderung und ich glaube, es braucht beide Seiten, damit es gelingen kann. Du hast etwas gesagt, dass es darum geht, nicht nur einfach eben versorgt zu werden, quasi diakonisch, eben, man hat irgendwie Schwache, jetzt muss man halt als Kirche für die etwas machen. Das ist ja wie auch nicht selbstverständlich in dieser Welt, dass man sich um Schwache kümmert. Aber wenn man von Kirche redet, haben glaube ich, viele Leute schon das Gefühl, ja, also die müssen sich um die Schwachen kümmern. Der Auftrag ist so wie, glaube ich, klar für alle. Aber jetzt sagst du, es geht um mehr. Eben, es geht nicht einfach nur etwas für die Leute zu machen, oder dass wir jetzt für Metaller etwas machen, sondern eigentlich eben ums Miteinander. Also dass man von einem Füreinander zu einem Miteinander kommt. Wie kommt man dazu? Ist es noch irgendein Tipp oder etwas sagen, was ist wichtig, was braucht es eben für Rahmenbedingungen, dass das passiert? Was ist vielleicht deine Challenge an uns als Metal Church, dass wir das besser können? Oder was müssten wir uns auf den Weg machen? Also zuerst mal ein Kompliment. Ihr habt meinen persönlichen Inklusionstest bestanden. Ich bin ohne Lederjacke gekommen und man hat mich nicht wieder rausgefallen. Also gut, es hat auch kaum jemand Lederjacke nach, habe ich jetzt gerade festgestellt. Aber, ist ein bisschen heiß. Genau, es ist ein bisschen heiß. Ja, voilà. Also die Jeansjacke habe ich da, aber keine Lederjacke. Gut, nein, machen das super. Sie sind sehr inklusiv, das spüre ich wirklich. Und eben darum wäre es mir auch so wichtig, dass eine Gesamtkirchengemeinde etwas von dem mit überkommt. Wir haben selber, ich kann es vielleicht an diesem Beispiel zeigen, ich bin selber auch Teil von so einer Gemeinschaft, also ein Fresh-Ex, so eine Erneuerungsgemeinschaft, die eigentlich die Ortsgemeinde erneuern. Wäre das Ziel von diesen Dingen. Eigentlich. Aber wir haben sie auch schon separiert in einen eigenen Bezirk. Wir haben eine Herausforderung, mit der Ortsgemeinde eigentlich dann die Wege zu gehen.
Und wir versuchen dort auch alles Mögliche. Und das könnt ihr auch machen. Wir haben angefangen mit gemeinsamen Gottesdienst, so wie da, oder? Wir haben wirklich angefangen, uns auszustellen, interviewmässig. Also wäre vielleicht mal etwas, ein Gottesdienst und dann mal ein paar so Metaller mitnehmen, oder? Und mal zum Beispiel zuerst das Lied mit der Orgel und nachher das gleiche Lied, so wie wir es vorhin gehört haben, oder? Einfach Erfahrungswert schaffen und aufeinander eingehen, auch Fragen stellen gegenseitig. Das war ein guter Anfang, haben wir gemerkt. Dass man sich einmal gesehen hat. Oder? Es ist zwar im Zoo, oder? Hockst du vorne, es ist peinlich. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, wir haben einfach verstanden, dass wir nicht noch erwarten können, dass wir uns mit offenen Armen empfangen, sondern dass wir unsere Wege auch gehen. Wir müssen uns fragen, zu welchem Schritt sind wir bereit. Das kann auch peinlich sein aus unserer Sicht. Oder? Aber es kann vielleicht dem Gegenüber helfen. Oder? Vielleicht haben die auch Mühe, Ängste, wir auch. Oder? Also sie machen euch Mut, zu überlegen. Ihr seid ja wahrscheinlich aus der Schweiz ein bisschen verzettelt hierher gereist, ihr wohnt an verschiedenen Orten. Es kann auch sein, dass du sagst, kommt mal zu mir aus in die Ostschweiz, oder? Für einen Gottesdienst. Das Schon passiert. Super, ich mache das schon. Killer in der Orgel. Haben wir es noch nicht gemacht, die Einladung ist fast ausgesprochen. Ja, perfekt. Also, ich glaube, das Naheliegende für einen Killer, oder? Der Gottesdienst oder einfach Anlässe. Es gibt hier Menge Möglichkeiten, wir müssen kreativ werden. Ich habe in meiner Forschung eben gerade herausgefunden, dass vielfach stehen Sachen im Weg. Eine Kultur, Vorbehalte, das ist das Naheliegendste. Aber es gibt auch Gesetze, die im Weg stehen und weiss ich was. Nämlich nicht in die Kirche kann einfach eine Rampe machen, dass einer mit dem Rollstuhl, mit dem Kinderwagen oder mit dem Rollator rein kann. Es gibt verschiedenste Hürden. Und es wird wichtig sein, dass ihr wisst, was sind eure Hürden, was sind die Hürden vom Gegenüber. Und das sind aber eure Beiträge, die ihr könntet bringen dieser Gemeinde. Und dann, eben, wie gesagt, kreativ werden, innovativ, flexibel sein. Und letztlich habe ich herausgefunden, in dieser Forschung bis jetzt, nach vielen Jahren, es ist einfach, der Wille und die Bereitschaft müssen vorhanden sein. Und wenn sie nicht vorhanden sind, dann wird nicht viel gehen. Es wird nicht länger, wenn sie bei euch vorhanden ist, die Bereitschaft. Aber ich mache euch Mut, weil ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, glaube, die Kirche braucht euren Beitrag. Das ist zwingend nötig, weil es ist so homogen zum Teil, oder? Eben, alles die gleichen Typen mit den gleichen Röcken und den gleichen Hobby. Und das ist schade, das ist auch für sie schade, für uns alle schade. Uns geht auch viel ab, oder? Wenn wir gewisse Generationen und gewisse andere Erfahrungswelten nicht haben, dann fehlt uns auch etwas. Also wenn nicht in der Kirche, wo müsste das sonst möglich sein? Ja, da fordere ich wirklich raus. Versucht euch neben eurem schönen Club zu überlegen, wo ruft euch Gott auf, euren Beitrag an dem Ort, wo ihr seid, mit der Unterstützung von der Metal Church. Die ist ja ziemlich deutlich vorhanden. Da ist etwas rum, da ist eine Energie da, eine Dynamik da. Nutzt das Potenzial und fragt, was ist euer Beitrag für das Ganze. Merci vielmals, Oli, mal so weit. Ihr habt die Möglichkeit, wir haben von Inklusion geredet, euch auch einzubringen mit euren Sachen, die es jetzt ausgelöst hat, oder Fragen und so weiter. Ihr habt Zettel da, Telefonnummern für ein SMS steht auch drauf. Merci mal für den ersten Teil. Da bin ich gespannt, was vielleicht noch zusammenkommt von euch im zweiten Teil. Wir haben jetzt gehört, ihr habt zugelassen, aber wir dürfen das auch küstigen, handfest bewegen, dass wir eben zusammengehören in dieser Vielfalt, dass wir dürfen Anteil bekommen an Gott und an Jesus und durch das auch aneinander. Wir bereiten uns aufs Abendmahl vor, wo wir das zusammen feiern können. Und wir beten zusammen laut das Gebet darum von unserem Herrn. Unser Paar im Himmel, dein Name soll uns heilig sein. Dein Königreich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Gib uns das jeden Tag wieder neu, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, genauso wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig werden. Führ uns nicht in Versuchung, sondern mach uns frei vom Bösen. Denn für immer gehört dir die Herrschaft, die Macht und die Herrlichkeit. Amen. Es war die Nacht, wo Jesus verraten worden ist.
Da war er mit seinen Jüngern, seinen Schülern, seinen Freunden noch einmal zusammen gewesen, wie sie haben Passa gefeiert, das Fest, wo man sich erinnert an die Befreiung vom Volk aus der Sklaverei in Ägypten. Und da hat er das Brot genommen. Er hat Gott danken dafür. Er hat es gebrochen und er hat gesagt, das ist mein Leib, mein Körper, gebrochen für euch. Nehmt von dem und erinnert euch damit gegenwärtig ist, was ich für euch gemacht habe. Und genauso hat er nach dem Essen auch den Kelch genommen mit dem Wein. Er hat auch für den gedankt und gesagt, schaut, der Kelch, das ist der Bund in meinem Blut. Der neue Bund, den Gott schließt. Mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Trinkt davon, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch gemacht habe. Und so verkünden wir den Tod und die Auferstehung von unserem Herr, immer wenn wir das machen, bis er wiederkommt. Vater im Himmel, danke dir für das Brot, für den Wein. Lass das der Körper und das Blut von Jesus Christus werden für uns durch den Heiligen Geist. Amen. Wenn wir jetzt dann wieder mit der Band arbeiten, dann dürfen ihr alle, die wollen, vorkommen, das Abendmahl rein. Die Heime, die sind sowieso frei, das nehmen zu machen, wie ihr wollt. Hier im Saal läuft es folgendermaßen. Hier vorne bei mir, da gibt es das Brot, Zöpfe. Es hat auf dem Tisch auch laktosefreie Cracker, für die Zöpfe nicht vertragen. In dem Horn, beim Remo, auf der linken Seite, da hat es Wein aus dem Gemeinschaftskelch, da wird einfach geputzt. Sonst müsst ihr selber schauen, wie der Schlag kommt. Oder vorne, bei der Miriam, da gibt es Traubensaft aus den Einzelkelchli. Nehmt einfach so, wie es für euch passt. Denkt an die Reaktionszettel, wenn ihr ausgefüllt habt, legt die einfach vorne auf den Tisch oder schickt uns eben noch ein SMS. Und ja, wie ihr merkt, wir feiern heute Abend, aber eigentlich ist irgendetwas anderes aufgebrochen. Es ist euch gar nicht ums Feiern drum. Da gibt es das offene Ohr. Da findet bei diesen Leuten mit dem Badge ein offenes Ohr für euch ein Anliegen. Sie beten gerne für euch und bewegt euch da. Und wenn ihr unter einem Jahr merkt, eigentlich bräuchte ich jemanden, der für irgendein Thema, das mich bewegt, das schwer ist oder auch Freude ist, dafür einsteht von Gott, dann dürft ihr uns die Anliegen gerne weitergeben, unserem Team. Ihr findet das auf metalchurch.ch/prayforme. Dort gibt es ein Formular, wo ihr das könnt abgeben könnt und dann wird verbindlich für eine gewisse Zeit für euch der auch betet. Also, wir beten an mit dem Abendmahl und der Band. Köstigen und schauen, wie freundlich der Herr ist. Wer auf ihn vertraut, der ist gesegnet. Amen.
beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Vollkommen gut zu mir. Vollkommen gut zu mir. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Heimatwort. Wenn ich die Feinde jenes Bösen machte, die du regierst, regierst Gott und Gott, dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn ich im Geiste dich anbete, an mein Bezahl, vieles unverschämt, dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Es gehört zum ersten Mal, dass er sagt, er bricht, sorry. Aber die Gitarre freut sich mega. Als kleines Zeugnis, ich bin so glücklich, heute da zu sein. Und als ich die Gitarre gekauft habe, vor 30 Jahren, hätte ich mir gewünscht, hätte ich es das gegeben. Das hat es leider nicht gegeben, aber jetzt darf das alte Mädchen das auch erleben. Samma, samma, samma,
Dann danken wir Gott und bekennen zusammen den Glauben. Dein Blut, dein Leiden, dein Tod, dein Auferstehen, dein Zurückkommen. Danke, Jesus. Ja, dann die Sachen sind zusammengekommen. Oli, braucht die noch eine da vorne? Das ist cool, das hat jetzt eben etwas mit Inklusion zu tun. Auf das habe ich immer gehofft. Ich habe gehofft, die Methode mit den Zetteln funktioniert besser als nur da das Nattel. Die sind ein bisschen oldschool, liebe Metaller, das ist super. Eine Frage bekommen ist, Oli. Wie hast du denen können vergeben, die dich ausgegrenzt haben? Oder hast du ihnen überhaupt schon vergeben? Ich brauche ein Mikrofon noch einmal. Gute Frage. Also ich muss gestehen, mir passiert das immer wieder, dass irgendwie, aus irgendwelchen Gründen einfach merkst, du bist quer in der Landschaft und genau, zum Beispiel verliere ich im christlichen Umfeld ständig Stellen wegen zu wenig Geld oder anderen Sachen. Also es gibt immer wieder Situationen, wie ihr sie auch kennen, wo du denkst, Kopf wieder, oder? Und, aber man hat ja selber auch seine Anteile und so weiter und so weiter. Ich empfinde es als ein Geschenk einerseits, dass es mir geschenkt wird, eben, dass ich nehme es natürlich zum Ziel. Ich versuche auch wirklich, meine Sachen ohne zu machen, wenn etwas an mir ist. Aber ich bin mir auch bewusst, wenn ich weitergehe und Sachen im Rucksack mitnehme, die nicht müssten sein, dann machen wir eigentlich selber keinen Gefallen. Also es ist einerseits der Kopf, wo man sagt, Oli, schau einfach, dass du möglichst sauber lebst und dein Zeug Detail machst und loslässt und vergisst, wo andere deiner Meinung nach irgendetwas gefällt haben an dir. Natürlich hilft mir das Beispiel von Jesus und die biblischen Geschichten, wo man sieht, wie das auch keine schlechte Sache ist. Aber ich erlebe es auch so. Und ja, ich bin froh, dass ich, so viel ich weiss, mehr oder weniger kann sagen, es ist mir häufig gelungen, einfach das können loslassen und habe darum den Rücken wieder frei. Ich verliere auch jetzt wieder eine Stelle, wir haben es sehr gut gehabt miteinander, Herausforderungen gemeistert und gleich ist es jetzt auch, ja, auch wieder aus existenziellen Gründen einfach nicht möglich gewesen, so weiterzugehen, wie wir gerne hätten wollen. Und ich bin dann am letzten Tag, als ich da war, nachdem wir super miteinander abgeschlossen haben und gesagt haben, jetzt ging es eigentlich los, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir starten. Und dann bin ich gegangen und habe gesagt, schau, ich lasse das los. Ich vergebe denen, die an mir geschuldigt haben, die schuldig geworden sind und vergebe mir, wo ich Fehler gemacht habe. Ich habe gesagt, Leute, wenn noch irgendwo etwas ist, klären wir es noch. Ja, ich glaube, das hilft, zum Weitergehen. Es bringt nichts, wenn du verbittert weitergehst. Ich habe auch genug Leute gesehen, das kennst du wahrscheinlich auch, Samuel, wenn du so in das Altersheim kommst und so, dann siehst du verschiedene Menschen, wenn sie alt werden. Und mir hat das sind echt Lektionen gewesen, beides. Einerseits die fröhlichen Aufgestellten, die können sagen, Juppie, ich gehe zu Jesus und es wird nur noch besser. Und die anderen, die einfach gemerkt hast, die tragen einfach in die Sachen Jahrzehnte mit und sind verbittert an dem. Da habe ich mir gesagt, so will ich nicht alt werden. Das sind verschiedene Sachen, ja, die zusammenkommen. Aber ich mache uns Mut, ja, Sachen loszulassen und auch, ja, eben auch selber einfach das loszulassen. Und da brauchen wir häufig Gottes Hilfe. Das schaffe ich auch nicht selber. Es gibt Sachen, die verletzen einem tief, das kenne ich auch. Und es gibt gewisses, das einfach lange Zeit braucht. Aber ja, wie so vieles ist, glaube ich, die einfache Antwort, wir müssen uns Sachen schenken lassen. Ich kann es nicht viel anderes sagen. Es ist für mich auch wieder ein weiteres Geheimnis. Gewisse können das vielleicht einfacher, die optimistischeren und so. Und ich bin eher der das Zeug sieht. Da denkt, ja, weisst, aber die anderen und so. Mir kostet das dann schon etwas, das ist nicht so easy. Also ich muss mir das wirklich schenken lassen. Es fragt jemand, gibt es schon bestehende Netzwerke für Inklusion im Bereich Jungski und Jugendgruppen? Fadi macht das gut vor, Fadi mit Handicap. Weißt du etwas darüber? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ich habe das Netzwerk schon, ich könnte jetzt die entsprechenden Leute fragen, aber das kann die Person vermutlich auch und sonst kannst du zu mir kommen. Genau. Dann kann man vernetzen, ja. Es ist so, ich sage es jetzt mal so, darum setze ich mich jetzt auch so ein, in der Kirchenszene insbesondere für die Themen, weil ich werde überall hier auch eingeladen, oder? Du kannst zu den grossen Konzernen gehen und wir sind bei uns in der Stadt, also Prozess mit der Bevölkerung und so weiter. Aber die Herausforderung ist tatsächlich, dass wir im christlichen Umfeld manchmal einfach hinten nachher hinkommen, ob schon unsere Themen sind, noch einmal. Ja,
ich stelle das auch fest, dass insbesondere andere Jugendorganisationen, ich komme jetzt zum Beispiel aus dem Sport, oder, im Sportbereich und Religion, auch dort, zum Teil staune ich, oder, wie man natürlich auch über die Not, die einfach kommt. Man hat jetzt Probleme im Sport, das muss ich nicht erzählen. Die Presse lenkt, oder, Missbrauch und alles Mögliche. Aber zu x Themen haben die jetzt die Herausforderungen auch, aber dort ist man auch wach geworden. Und ja, so gesehen denke ich, wenn es noch nicht passiert, dann die jüngste wäre es Zeit. Ich weiss, man ist dran, zum Beispiel übergeordnet in den Dachverbänden, mit der Schweizerischen Evangelischen Allianz zum Beispiel, was immer in diesen Dachverbänden macht man sich auch Gedanken. Zum Teil auch mit dem Rücken zur Wand. Man muss Stellung nehmen zum Teil, oder? Man muss sich überlegen, was man zu gewissen Zielgruppen und Problemsituationen meint. Aber ich habe auch schon gedacht für mich, als ich so die Pressemeldungen von der Pfadi gesehen habe, die sind echt fit unterwegs, ja, die versuchen wirklich umzugehen. Und es gibt eben zum Beispiel Glaube und Behinderung, ist so eine Verein, eine Arbeitsgruppe von der Schweizerischen Evangelischen Allianz, wo man versucht, eben das Thema in die Kirchen zu tragen, oder einfach generell und auch quasi wie ihr, oder eure Anliegen versucht in die Kirche zu bringen und zu sagen, Leute, da gibt es Tätige, die nicht recht Platz haben und wetten, was können wir da machen. Es gibt, ich weiss, wenn die Person da ist, kommt sie auf mich zu. Es gibt Sachen, wo man kann, sicher weiter schauen kann. Ja. Man ist an Papier, das weiss ich, zu gewissen Themen, oder bei den Jugendverbänden und so. Sehr cool. Das ist dem Stichwort. Du bist hinten nachher, du hast auch ein bisschen Literatur mitgebracht. Also wenn jemand etwas mitnehmen zu lesen und so weiter, der Oli ist noch da, zum Ansprechen, auch persönlich einen Weg. Wir haben noch 2 Statements bekommen. Wenn dir der Herr eine Türe in deinem Leben schließt, öffnet er dir eine neue Tür. Und das Zweite, so dürfen sie, wie ich bin, und mit meinen Begabungen dürfen hineingehen. Genau um das geht es. Wunderbar. Merci vielmals, Oli. Wir kommen. Genau, nein, du könntest eigentlich noch bleiben, Oli. Nachher braucht ich noch einmal. Nämlich, ich würde gerne jetzt beten für diese Themen, bevor wir zu den Infos kommen und langsam den Gottesdienst auch abschließen. Und ich fände es cool, Oli, wenn du, ich habe dich nicht gefragt, habe ich vergessen, wenn du bereit wärst, für uns als Metal Church zu beten für das Thema, dass wir das irgendwie mit dem Teilhand, Inklusion und alles irgendwie da besser auf die Reihe bekommen. Ich glaube, das machst du gern, gell? Also, dann beten wir auch für das Anliegen, das reingekommen ist, hier auf dem Zettel. Vater im Himmel, ich danke dir für den Abend und wir sind nicht einfach nur für uns selber da, sondern du leist uns auch unser Umfeld, einander, die Welt aufs Herz und so bringen wir dir einander. Wir bringen dir die Person, die mit dem Alkohol zu kämpfen hat und merkt, sie braucht einen besseren Umgang damit. Ja Herr, hilf du. Schenk du Warnschilder, gib du Menschen, die helfen, anzuschauen, dass die Person einen besseren Umgang findet und da darf Freiheit erleben. Und Herr, ich bitte dich einfach auch gerade für einen Oli und seine Gesundheit. Danke, dass du den Weg mit ihm gehst, aber ich bitte, dass du ihm all die Kraft gibst und ihm hilfst, in dieser Krankheit und dieser Krankheit immer wieder einfach auch einen Riegel schiebst. Berühr du ihn, bist du ihm näher. Und bitte für unsere ganze Gesellschaft. Du siehst, dass mir uns oft die Sensibilität fehlt für Menschen, die anders sind als uns, als wir selber. Gibt uns eine neue Wachheit und dass wir auch nicht nur einfach für andere Menschen irgendetwas machen, die doch irgendwie halt bedürftig sind, sondern dass wir eine neue Art von Miteinander finden, wo einander Platz gibt, wo einander etwas zutraut, auch wenn es vielleicht völlig anders und quer ist zu dem, was wir denken und sind. Und so zusammen ein echtes Miteinander anfangen zu leben. Eins, was du, Heiliger Geist, ermöglichst und anstoßest. Und du siehst Krieg, du siehst Leid in dieser Welt, du siehst die Pandemie, die grassiert, du siehst einfach alles. Heb es dir an und sage, Herr, erbarm du dich. Und Herr, unser Gott, ich bitte dich jetzt einfach für alle, die hier heute zusammen sind, ob jetzt hier vor Ort oder am Bildschirm dabei, wo wir auch immer sind. Ich
Ich bitte für die Metal Church und für die Arbeit, für die Gemeinschaft, für das Kostbare, das hier erfahrbar wird von deinem angebrochenen Reich, dazu dürfen zu hören, vermisst zu werden, wenn man nicht da ist, teilzuhaben, miteinander zu gestalten, zu erleben. Und ich bitte, dass du das rausdrehst, einfach in die Kirchengemeinde in unserem Land und darüber raus und in die Welt. Ich bitte dich um Mut, um Bereitschaft und Willen von allen Seiten. Beweg du da meine Geschwister, schenk ihnen den Mut und die Bereitschaft, das rauszutragen, was sie können. Und schenk du offene Herzen, offene Türen, offene Ohren, offene Arme, wo sie herkommen. In die Umfelder, ob das jetzt Kirchen sind, ob das der Arbeitsplatz ist, wo du das rausträgst, wo du dort lebst. Lass das Kreise ziehen, was hier ein Lebensstil prägt und gelebt wird. Lass es rausgehen in die Welt. Und schenk, dass etwas von dir erfahrbar wird in dem Innen. Dass Menschen sehen, dass da deine Jüngerinnen und Jünger unterwegs sind. Dass da etwas von dem Reich erfahrbar wird, wo in die Welt eindringt. Und lass du durch all das, was gelebt wird, hier und dort in der Schweiz, durch Menschen, die hier zur Metal Church sich zählen, lass du einfach Menschen auf dich hingewiesen werden. Dass sie Erfahrungen machen mit dir und das Fundament ins Leben bekommen, das sie durchträgt, so wie es uns durchträgt. Amen. Amen. Jetzt kommen wir zu Infos und da kann ich euch zuerst einen Gruß weitergeben, weil eigentlich würde jetzt die Infos wir mit Nadine, unserer Sozialdiakonin, zusammen machen. Nadine ist aber nicht da, sie hat uns jetzt aber einen Gruß geschrieben. Salut zusammen. Manchmal läuft es halt anders als geplant. Und so haben wir jetzt einen gemütlichen Abend auf dem Balkon anstatt im Soho. Auch schön, aber ein Heavy Sanctum hat halt schon auch sehr gefällt. Darum genießt den Abend, nehmt noch ein Bier oder ein Mineral. Cheers! Bis zum nächsten Mal, vielleicht im Sommercamp. Liebe Grüße aus dem Oberland von Nadine und ihrem Mann, Tom. Ja, falls jemand von euch das erste Mal bei uns ist, möchte ich euch noch ganz herzlich willkommen heißen und es ist cool, seid ihr da. Auskunft und Infos zur Metal Church gibt es am Merchstand. Könnt ihr hergehen. Auch für alle, die schon mehr da waren, hat immer wieder Sachen dort. Wenn du dich irgendwie zugehörig fühlst, merkst du, hey, da ist der Ort eben, das ist mehr als nur einfach ein Ort, wo ich hingehe. Das ist irgendwo meine geistliche Heimat, das ist meine Gemeinde. Für das gibt es Ironbook, das ist so ein Schifffahrts-Crew-Verzeichnis, das hat es hinten beim Merchstand. Dort kann man sich eintragen, damit wir wissen, hey, wohl, wenn ihr sagt, ihr wollt, dass wir wissen, dass ihr euch dazu zählt, dann könnt ihr euch dort eintragen. Es wird im September auch ein Treffen geben, mit gemütlich, mit Grill und allem drum und dran, so mit den Leuten, die sagen, mal, da gehöre ich dazu, wie auch zusammen zu überlegen, wie leben wir denn jetzt miteinander, die Gemeinde und die Gemeinschaft auch können zu teilen, ganz aktiv über jetzt das Heavy Sanctum aus oder sonst, wo wir zusammen uns treffen. Das nächste Heavy Sanctum findet am 3. September statt. Cum Laude wird wieder mal im Gottesdienst spielen. Konzerte anschliessend sind von Distant Pass und Nehara. Und nachher, dieses Jahr ist ein spezielles Jahr für die Metal Church, wir haben nämlich 10 Jahre Jubiläum. Und das feiern wir am 15. Oktober hier im Soho. Nadine hat es schon geschrieben in ihrer Nachricht, Summercamp steht an. Es ist jetzt der Zeitpunkt für die sich noch nicht angemeldet haben und mit dem Gedanken liebäugeln, das jetzt effektiv zu machen. Freitagabend, 15. bis Sonntag, 17. Juli. Man kann auch teilweise nur kommen, wenn man nicht die ganze Zeit kommt. Es hat Leute, die die ganze Zeit dort sind, es ist schon angemeldet, es sind Leute für Teil angemeldet. Es wäre jetzt der Punkt zu sagen, jetzt kann man gehen. Jetzt wäre eine letzte Möglichkeit, wenn man sagt, man will nicht in der Massenunterkunft, sondern lieber ein Hotelzimmer auf dem Rügel im Haus haben, ist alles auch noch möglich. Aber ihr müsst euch jetzt möglichst bald entscheiden. Es geht an Alwilersee, auf dem Rügel wird das stattfinden. Diskutierst du gerne über Gott und die Welt oder würdest du es gerne ein bisschen mehr machen? Dann gibt es unser virtuelles Lagerfeuer. Das ist das nächste schon am kommenden Dienstag. Ist ein virtueller Hauskreis, der geleitet wird von Monika,
unserer Sekretärin. Dort kann man sich auch melden, für den Zugang zu bekommen. Dann ist das nächste Bibelbier und Metal in Wimmis, auch bereits nächste Woche, am Donnerstag, 30.06. Das Bibelbier und Metal von BIP, das zügelt auf Kilburg, zusammen mit dem Sam. Der neue Start ist am Donnerstag, am 4.08. zusätzlich dort noch mit Barbecue. Und das steht auch die Frage, wie es weitergeht bei der Metal Church. Mit meiner Kündigung ins Niederbib ist für viele auch einiges in Frage gestellt worden. Die Zukunft der Metal Church ist gesichert, auch meine persönliche. Ich darf dank der Kantonalkirche ab 1. Juli neu Vollzeit für die Metal Church arbeiten. Das ist eine grandiose Entwicklung, die wir uns nicht hätten träumen lassen. Und jetzt bin ich ja reformierter Pfarrer, es geht um offizielle Kirchen auch, darum gibt es auch eine Installation, einen offiziellen Amtseinsetzungsgottesdienst jetzt in der Metal Church, nicht nur einfach in der Kirchgemeinde. Am 6. November, schreibt euch das Datum doch vielleicht in die Agenda ein. Sonntag, 6. November, am Nachmittag hier im Soho, ein offizieller reformierter Amtseinsetzungsgottesdienst. Adoramus wird spielen, also mit Metal, allem drum und dran. Es wird auch ein Kinderprogramm geben, zu einteilen, die eben nicht für Kinder mögen zuhören, wenn es vielleicht auch liturgische Teile gibt, die auch wichtig sind. Genau, 6. November, schreibt euch das doch in die Agenda ein. Ja, wir möchten uns ganz herzlich am Soho danken für das Gastrecht, dass wir hier sein dürfen und natürlich auch allen anderen Unterstützern von Metal Church. Geben wir mal einen riesen Applaus. Nach dem Gottesdienst geht es wie folgt weiter. Es gibt eine kurze Umbaupause und dann spielt der Südu. Anschliessend Crashtime. Und am 4.11. 22.45 ist hier innen Konzertende. Der Mike, der jetzt auch während dem Umbau draussen Metal-DJ macht, wird das auch nach Konzertende machen. Weil hier innen ist ab 23.15 Techno-Party. Es ist euch freigestellt worden, dass ihr teilnehmen wollt. Dort werdet weiterhin rein und raus dürfen mit den Bändchen, Bar entweder hier oder hier oben. Je nachdem, wo ihr her wollt. Genau. Bestellen für die Nacht oder Essen, sonst könnt ihr gerade um eine Ecke, vielleicht habt ihr es schon gesehen, wie bisher. Das Kollekte vom Gottesdienst ist wie gängig geteilt. Die eine Hälfte ist für die Unkosten vom Event von heute Abend und die andere Hälfte haben wir bestimmt für die Türe in Ostafrika. Die ist noch schlimmer wegen dem Konflikt in der Ukraine, wo darum ganz viel Getreide fehlt in Ostafrika. Der Hunger wird verschärft und es fehlt an Ecken und Enden. Einen Weg schon. Die eine Hälfte geht für die Hungersbekämpfung in Ostafrika durch SEX, durch das Hilfswerk vom Evangelischen Kirche Schweiz. Merci vielmals für eure Beiträge. Die könnt ihr auf 2 Sorten geben. Entweder mit Twins, wo jetzt eingeblendet wird, oder Mit dem Bierkrieg ist es noch schön. genau, Die tun wir nicht durchgeben. während die Band spielt. Die letzten können wir sonst beim Infostand abgeben.
Dann gibt es noch den Segen und dann werden wir noch rausbegleitet in den Rest vom Abend von der Band. Der dreieinige Gott. Er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sagt dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht zu und er gebe dir Frieden. Amen.